Die Sause des toten Mannes. Hier bei The Witcher 3 Hearts of Stone mit Geralt von Everec. Naja, zumindest, das ist egal. Komm, wir legen los, wa? Ich frage mich, ob Shanis Traummann vielleicht so eine Mischung aus Geralt und, wie ist es schon wieder? Vilgord? Nee, nicht Vilgord. Olgiers Bruder, genau. Vilgord. Verdammt, ich weiß den Namen nicht mehr vom Bruder. Verdammt! Gibt's ja wohl nicht den. Ja, weil so ein kryptischer Name war. Ja, die Krypta, genau. Hallo, wer ist jetzt? Wladimir, genau. Wladimir. Wladimir von Riva oder was? So, na egal. Wir sollten unsere Aufwartung machen. Schenk ihnen deine besten Manieren. Jo, natürlich, was er sonst war. Alter, wie der herumstolziert, ey. Der Jonas. Noch einmal. Alles Gute für dein neues Leben. Vielen Dank. Jetzt sind wir dran. Möge jeder Segen euch zuteil werden. In Gesundheit und Freude sollt ihr leben. Und Harmonie und Liebe sollen euch auf immer verbinden. Vielen Dank. Aus ganzem Herzen. Und nun, genießt das Fest. Wir sind dran. Dies sind meine liebe Freundin Aldona und ihr Ehemann Jonas. Es ist mir eine Ehre. Möge die Sonne euren neuen Lebensweg hell erleuchten. Ich bin Flott. Und dies ist ein alter Freund von mir, Geralt von Riva. Genau, das bin ich, Geralt, ein Hexer. Herzlichen Dank für die erweiterte Gastfreundschaft. Ich liebe Hochzeiten, wegen der Bräute. Die duften vielleicht. Ich könnte glatt. Aber ja, wir werden uns sicher alle köstlich amüsieren. Ja, jetzt ist halt die Frage. Ja, ich hab's im letzten Part gesagt, das wäre lustig. Was sind es dann im Typen? Das ist nicht unbedingt gerade die beste Antwort. Ist die Mitgift denn anständig? Das nicht unbedingt empfehlen. Woher kennst du Shani? Oder einfach feiern wir? Weil ich denke mal, das kann Olga noch sagen. Sag mir, Aldona, woher kennst du meine liebe Shani? Vom Medizinstudium. In Ochsenfurt. Das waren schöne Zeiten. Für mich waren sie viel zu schnell vorbei. Meine Familie konnte sich mein Studium nicht leisten. Nach dem ersten Jahr musste ich aufhören. Es ist nie zu spät für Bildung. Dein Mann versorgt dich ja jetzt. Da kannst du dein Studium bestimmt beenden. Ich weiß nicht. Darüber haben wir nie gesprochen. Aber Jonas, du hast Aldona doch nicht nur als Bettwärmer geheiratet, oder? Sicher kann sie weiter studieren. Das ist unsere Sache. Du musst dich da nicht einmischen. Ich mische mich nicht ein. Ich frage nur. Schließlich liebe ich deine Frau wie meine Schwester. So frage ich dich als Schwager, hilfst du ihr? Wir werden das ganz gewiss später besprechen. Brav, mein Knabe. Ich wusste gleich, dass du anständig bist. Also ganz ehrlich, wenn ich da an Geralts Situation, ich würde mir bei der nächsten besten Gelegenheit direkt die Kugel geben. Also ganz ehrlich, was der für ein Quatsch erzählt, ey. Das ist Peinlichkeit hoch 10. Gut, jetzt ist wohl die Frage, was er gerade gesagt hat, von wegen, dürfen wir nicht sagen, aber es ist ein Let's Play, ich muss es sagen, es ist der Wladimir, der das sagt, also von dem her, obwohl, ich meine, es sind ja gelb sage ich schon, es sind ja weiße Antworten, hallo, farbenblind, nee, es sind ja weiße Antworten, von dem her ist es ja optional, es dürfte keine irgendwie Auswirkungen haben. Die gelben hingegen schon, wenn man das jetzt sagen darf, versuchen wir es, wa? Aldona ist eine merkwürdige Wahl als Braut. Die Mitgift war wohl überzeugend. Ich versichere dir, Hexer, Geld hatte mit meiner Wahl nichts zu tun. Die Familie von Jonas ist viel wohlhabender als meine. Sie haben eine Textilwerkstatt. Es war ganz schön schwierig, meine Mutter von unserer, wie manche sagen würden, Mesalliance zu überzeugen. Ach, das hast du mir gar nicht gesagt. Was ist mit Vermögen spielt für uns keine Rolle? Tut es auch nicht. Er hat mir auch gesagt, dass deine Herkunft keine Rolle spielt. Das tut sie in der ersten Verliebtheit nie. Aber wartet nur 5 Jahre zu. Dann spielt sie die allergrößte Rolle. Im Moment spielt eine Rolle, wie du mit uns redest. Ich weiß nicht, woher du kommst, aber hier ist es höchst unziemlich, Frischvermählte bei der Hochzeit zu beleidigen. Wieso beleidigen? Ich warne euch doch nur. Ich weiß eben ein bisschen was über das Leben.
Geralt und seine Witze. Er hat einen seltsamen Humor. Sogar sehr seltsam, finde ich. Außerordentlich seltsam, vor allem, wieso was gerade irgendwie so mit Caps Lock groß geschrieben. Hallo? Du bist eine ausnehmende Schönheit, meine Liebe. Oh, vielen Dank. Du hattest sicherlich freie Wahl bei den Herren. Wohin soll das führen? Zu einer Antwort, wieso sie dich erwählt hat, Jonas. Du stellst die Wahl meiner Frau in Frage? Mir persönlich ist es egal. Ich frage aus reiner Neugier. Pass bloß auf. Sonst zeige ich dir mit meinen Fäusten, wieso sie mich erwählt hat. Es wäre mir ein Vergnügen. Warum so gereizt, mein Freund? Ich lobte lediglich die Schönheit deiner Frau. Und du dankst mir nicht, sondern drohst mir noch. Was für Manieren. Geralt, das reicht. Sie hat sich verliebt und gut. Jonas, mein Freund wollte dich gewiss nicht kränken. Ja, da bin ich jetzt nicht ganz so sicher. Genug geschnattert. Die Zeit, sie fliegt. Hast du noch einen Termin? Ich? Ha, ich kann's nur nicht erwarten, euren Schnaps zu testen, mit den Frauen zu tanzen, ihre herrlichen... Jonas und ich haben ein paar hübsche Mädchen eingeladen. Vielleicht gefällt dir ja eine davon. Aber todsicher. Und vielleicht gefällst du einer von Das wäre fein, aber eigentlich ist es mir egal. Kommt, trinken wir. Ja, wollte gerade sagen, übrigens, Alter, Shani ist direkt rechts neben dir, also dem her... Was nimmst du mit nach deiner Hochzeitsfestivitäten teil? Ja, kann nicht mehr lange dauern, war. Am wichtigsten ist, dass du dich amüsierst. Mach das Beste draus. Das kann ja richtig lustig werden. Was für ein Sport ist das? Ihr stolpert hinter Schweinen her, oder? Die Jungs kämpfen darum, zum König der Schweinehirten gekrönt zu werden und um den dazugehörigen Preis für ihre ihre Frauen zu ergattern. Und die Regeln? Man muss der Sohn eines Schweinehirten sein, richtig? Nein, jeder Mann kann sein Glück versuchen. Man muss nur die gelb markierten Schweine in den Pferch treiben. König der Schweinehirten, wie? Und was erhält der genau? Eine fürstliche Summe, will ich hoffen. Kein Geld, es geht nur um die Ehre. Der König der Schweinehirten erhält als Krone einen Lorbeerkranz, der als Zeichen seiner Würde am Sattel befestigt wird. Du hast noch Preise für die Frauen erwähnt. Sind die der Mühe wert? Aber sicher! Schön wie Gemälde, jeder einzelne. Gewinne und sie selbst. Ein Geralt, der im Dreck rumwühlt. Jo, why not? Klingt nach absolutem Schwachsinn. Aber warum nicht? Es wäre uns eine Ehre. Schaff diesen Krüppel weg. Der bekommt ja nicht mal sein eigenes Weib ins Bett. Wie soll er da ein Schwein einpferchen? Lass mal den Hexer ran. Tja, Shani scheint Spaß zu haben, wa? So. Schade, dass kein Maler anwesend ist. Diesen Moment sollte man für die Nachwelt festhalten. Siehst Kunst, du meine Kunst. Bewegungen, Shani? Agil wie Nämlich ein nur die Pfeil zwei, wa? Und schlau wie ein Fuchs. Ich werde diesen Trotteln zeigen, wie man ein Schwein zu treiben hat. Grunz, Grunz, Grunz. Los, rein mit dir. Dann wird's bald. Gesehen, Shani? Achso, Ein ist bereits drin. Schwein eingepfercht. Grunz, Grunz. Grunz, Grunz. Ja, ja. Gott, jetzt, aber... Hurtig, komm, rein mit dir. Nein, 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 bist du... Wann, du sollst doch nicht rein. Das ist ja wohl... Bist du... hallo? Das Schwein ist falsch programmiert. Gehst bitte mal da rein, oder da singen nur den Kreisgang drin? So geht doch. Seht her, ihr Bauerntrottel. Lernt von eurem Meister. Sind die Schweine eingepfercht? Wahrlich, das sind sie. Meister Hexer, wir haben lange nicht mehr so einen guten Schweinetreiber gesehen. Deine Familie hatte einen großen Pferch, oder? Komm, gib's zu. Meine Familie besaß viele Pferche. Was nicht bedeutet, dass ich Erfahrung als Schweinetreiber hätte. Wir
auch immer, die Krone geht an einen guten Mann. Und die Auserwählte des Königs erhält ein passendes Geschenk. Hier. Versteck es aber nicht in irgendeiner Tasche. Binde es an einem Pferd fest, damit alle es sehen können. Was sagst du nun, Shani? Hast du jemals jemand Geschickteren gesehen? Auf jeden Fall kannst du gut Schweine durch den Schlamm treiben. War lustig, dir zuzusehen. Wie gefällt der Blume meines Herzens der, Preis, den ich ihr gewonnen habe? Das ausgestopfte Schweinchen? Es gefällt mir, wirklich. Ich wollte schon immer eins haben. Sag mir, Shani, mit was bekommt man dich rum? Wie meinst du das? Ich möchte dich erobern. In Geralts Namen und Gestalt natürlich, aber dennoch, je mehr ich meinen Charme spielen lasse, desto weniger scheinst du ihm jedoch zu erliegen. Also sage mir, woran hapert es? Vielleicht stehe ich einfach nicht auf dich. Schon mal daran gedacht? Unsinn. Alle Mädchen stehen auf mich. Ist das so? Dann beweise es. Mit Vergnügen. Zeig mir ein Mädchen. Sie wird mir innerhalb weniger Augenblicke aus der Hand fressen. Da, die mit der Girlande. Ausgezeichnete Wahl. Werde nun Zeuge der Magie von Wlodimir von Everec. Wen haben wir denn da? Kennen wir uns? Nein, wir sind uns nie zuvor begegnet, aber ich habe mein halbes Leben auf dich gewartet. Die andere Hälfte schaffst du auch noch. Warte doch, Schönheit. Sabotiere mich nicht, Shani. Das gehört sich nicht. In Ordnung. Ich halte mich ab jetzt raus. Alter, Geralt, tut mir so leid, da muss... Alter. Stell dir mal vor, ihr werdet in so einer Situation wie Geralt, irgendwie so ein Geist wäre gerade noch im Körper, oder? Und sagt irgendwelchen Stuss und ihr bekommt das die ganze Zeit mit und macht die ganze Zeit zum Affen und ihr könnt nichts dagegen machen, überhaupt nichts. Das ist Hilfe. Naja. Oh nein, nicht der Spruch, Alter. Also, jetzt sieht man keine einzige Frau, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, ja, doch, der könnte noch gehen. Ja, weg zumindest Interesse, weil sie wird fragen, warum denn? Aber dass sie jetzt wegen vom Himmel gefallen bist, die denkt nur so, oh nee, ich will so ein Aufreißer. Mein Augenstern, du bist mehr als ein Mädchen. Du bist ein Wunder der Natur. Endlich hat uns das Schicksal zusammengeführt. Oh Gott! Aber ich weiß nicht, ob... Du brauchst nichts zu wissen. Ich weiß genug für uns beide. Ich werde eine echte Dame aus dir machen. Wir werden Hand in Hand die feinsten Gesellschaften beehren. Gesellschaften? Wirkliche, echte Gesellschaften? In Novigrad? Aber wie? In Novigrad, Ochsenfurt, ja selbst in Kovir. Wo auch immer du willst. Lass uns schnell zur Scheune schreiten. Da werde ich dir alles erklären. Neski, halt dich von diesem Mann fern. Wer zum Teufel seid ihr? Ihre Brüder. Und wir haben Papa am Sterbebett versprochen, sie vor deinesgleichen zu beschützen. Na Gott sei Dank, da kommt noch ein paar dazwischen. Jetzt mal ganz ehrlich. So eine Sprüche. Ziehen die wirklich? Also jetzt natürlich die Frage an Frauen gerichtet, war es nicht an die Männer, weil die würden sowieso sagen, jo, klar, man garantiert und so, klar, muss richtig einen Charme versprühen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, liebe Frauen, so Sprüche, die klappen doch nie im Leben. Ich kann mir einfach nicht vorstellen. Muss das nicht besser? Von meines klar, gut, könnte mich jetzt natürlich aus der Affäre ziehen. Bauerntölpel kommt so zum Kampf und so, und sind wir der starke Mann und brechen ihm nachher das Herz. Das will ich aber nicht. Aber ist echt noch hübsch. Und Sommersprossen. Oh, Sommersprossen in braunen oder schwarzen Haar passt. Wobei, na ist egal.
Bleibt ruhig, Burschen. Es ist nichts passiert. Ich habe nur eine unschuldige Unterhaltung mit einer unschuldigen Maid geführt. Wir haben alle gehört, wie unschuldig dein Gerede war. Du wolltest zur Scheune mit ihr. Was hattest du dort vor? Etwa weiterreden? Natürlich hätten wir geredet. Aber erst nach dem Tanz. Nennt mir nur einen Dummkopf, der nicht mit einer Schönheit wie ihr tanzen würde. Such dir eine andere Schönheit. Sonst tanze ich mit dir den Tanz der Zaunlatte. Geralt, du hast es ja mitbekommen. Ich habe eine friedliche Lösung gesucht, aber sie wollen kämpfen. Mir auch recht, daran habe ich auch Spaß. Schnapp dir eine Zaunlatte von da drüben. Hast du vor Angst deine Eier verschluckt? Ich bin mit meiner Geduld am Ende. Niemand schimpft Wladimir von Everec einen Feigling. Beruhigt euch, Jungs. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Dein Pech. Wir ziehen dir jetzt nämlich deine Mutantenhaut ab. Jetzt reicht's. Huah! Yeah! Zeig uns, was du drauf hast. Das musst du mir nicht zweimal sagen, Kollege. Ernsthaft jetzt? Oh Mann, ey. Zaunlatten. Die perfekte Wahl für dreckige Schweinehirten. Perfekt. Na, man schon hinkriegen. Das Maul zu stopfen. Verdammter Wo? Lustmolch. Wie jetzt? Ich habe in meinem Leben noch nie so wild gefeiert. Wer will die nächste Abreibung? Der verdammte Idiot hat mir die Tracht Prügel meines Lebens verpasst. Wie Blamable. Und das auch noch vor den Augen einer Maid. Ja, komm, komm. Au. Hallo? Ah, jetzt gab's wieder. Und tschüss. Ja. Habt ihr genug Bauernbrot? Dachtet ihr könntet mit einem von Everec, ich meine mit einem Hexer mithalten? Hinfort mit euch! Ich kann eure schiefen Fratzen nicht mehr sehen. Wohin so eilig, meine Liebe? Ich wollte doch eine Dame aus dir machen. Geralt, sag ihr, dass es nicht mein Fehler war. Sie haben angefangen. Nun los, hinterher. Kommt nicht in Frage. Das war's. Du hast es vermasselt. Sie ist weg. Ist das etwa deine Masche? Warst du schon immer so charmant? Es hat öfter funktioniert, als du denkst. Hör zu, du musst dich zügeln. Spaß haben ist in Ordnung. Gäste vermöbeln nicht. Erst recht nicht mit meinen Händen. Gut, ich versuche es. Oh oh, Shani ist im Anmarsch. Vermutlich wenig glücklich, oder? Deine Verantwortung. Erklär du's ihr. Oh, na gut. Deine Methoden sind ungewöhnlich. Einer Frau den Hof zu machen, indem man ihre Brüder verprügelt, ist kreativ. Ich frage mich, was du sonst so in petto hast. Bitte was? Einer Frau einen Hof zu machen, indem man ihre Brüder verprügelt, ist kreativ. Und sie fragt mir also, ich glaube, ich spinne eh. Also, ich glaube, ich kann alles, was ich jemals über Frauen gelernt oder selber irgendwie in Erfahrung gebracht habe und so, also ich kann das alles vergessen. Das, nee, ich muss einfach nur ein Spiel zocken, nachher weiß ich genau, wie die allen Frauen, das ist einfach nur geil. Das gibt's doch einfach nicht, was, ich kann es, aus dem Plan gelaufen, aus der Übung, ja, wieso nicht, come on. Was ich in petto habe, meine Liebe, das kann ich dir gerne zeigen. Vielleicht hinter der Scheune? Ich glaube, du hast genug gezeigt. Lass uns einfach den Abend genießen, in Ordnung? Du hast nicht mehr viel Zeit. Dein Wunsch ist mir Befehl. Ich kann einer liebreizenden Maid wie dir nichts abschlagen. Lass uns gehen. Ja, und sie hat ihm noch Spaß. Sie fragen mich recht, ob sie einfach nur Interesse an ihm hat. Gut, mal wieder die Knochen knacken zu lassen. Oder ob sie einfach nur... mehr Spaß. Ja, oder ob sie einfach nur fasziniert ist, was er halt so alles von sich gibt und auch tut. Wenn es natürlich das ist, dann okay, dann verstehe ich das. Alles andere muss er sagen, nee. Das kann einfach nicht sein. Ich kann noch nicht so sehr in über 27 Jahren geirrt haben. Bei den Frauen. Das kann einfach nicht sein.
Weiß auch nicht, zocken die gerade Quint. Jo, ein bisschen Quint, wieso nicht? Willst du vielleicht eine Partie Gwent mit uns spielen? Da musst du mich nicht zweimal fragen, Wicht. Kein Grund, beleidigend zu werden. Tut mir leid, ich wollte niemanden kränken. Dann hättest du ihn nicht Wicht genannt. Ich habe mich entschuldigt. Was soll ich tun? Ihm Blumen kaufen? Spiel einfach und hör auf zu reden. Spielen wir, meine Herren. Was ist dein Einsatz? Alles. Ich gehe aufs Ganze. Ich wusste nicht, dass du so ein Zocker bist. Du wirst heute noch viele Seiten an mir kennenlernen, Liebes. Viele große Seiten. Bei uns muss der Verlierer eigentlich nur Eselsohren aufsetzen. Das schert mich nicht. Ich werde sie... Seid ihr gerade echt fasziniert davon? Kann doch einfach nicht wahr sein, ey. Solche Sprüche ziehen, das genau, das wir als über Erfahrung gelernt haben, vergessen. Gut, wir hatten Gauta Odim, eben noch die Finsterniskarte. Ich guck mal, wie sieht unser Deck hier aus? Eben noch das, eines der schwächsten Decks, die es überhaupt gibt. Oh, Alter, es tut weh in der Seele. Da wünsche ich eigentlich schon fast, dass das mit New Game Plus gezockt hätte, war die Erweiterung. Aber dann wären die ganzen Gegner wären viel zu schwach. Das ist halt auch Tatsache. Ich dort schon irgendwie Level 60 bin. Aber gut, nee, klappt schon. Vielleicht noch ganz kurz einen Anführer wechseln und für einen anderen. Nee, verdammt! Extrem dichter Nebel. Ich spiele eigentlich lieber. Wo ist er jetzt? Ja, ich spiele doch lieber den hier. Na gut, versuchen wir es mal, bin gespannt. Wenn wir eine Chance haben. Zusammenklirrende Kälte, können einmal weg. Was haben wir sonst so? Cat Vane, Belagerungsexperten. Ja, nicht so viele. Immerhin schon mal nicht ganz starke Karte. Gut, dann kann dann einmal von denen weg und ja, das war's schon. Müsste eigentlich im Idealfall die erste Runde gewinnen, um nochmal eine Karte zu ziehen. Sonst wird's dann langsam doof. Sag mal, ist seit dem Update so auf 1.10 plötzlich alles ein bisschen größer. Quintmäßig fast ein bisschen größer aus, das ganze Spielfeld. Da täusche ich mich jetzt. Egal, kleine Kälte, okay, dann spiele ich erst einmal mit Keira. Wieso die überzu aussieht, ich habe keine Ahnung. Die sieht auch hier im Spiel niemals so aus, also das war ein Fehler, Worttreiberrollen zu spielen in der Situation. Nicht gerade sehr clever, Leute. Ui, boah, mit 14 Punkten, ja, La Vista Baby. Ja, die Belagerungstruppen. Avalach auf meiner Seite, verdammt. Eine Helden- und Spionkarte mit 0 Punkten. Wie krass ist das denn bitte? So. Tschüss, Mann. Frozen Joghurt. Ja, versuch dein Glück. Spielt doch immer an Johann Natalis noch. Oh no, das tut weh. Das tut weh. www.dastutweh.com. Ja, was soll ich jetzt machen? Jetzt bin ich total am Arsch. Der bringt nichts, da muss ich passen. Nee, so, ab die Runde gewinnen ist echt ein bisschen doof gerade. Die Karte bleibt da, okay. Ja, muss er halt anfangen. Ich muss natürlich reinspielen, weil ich sonst keine Karte habe. Zumindest keine gute. Schön, das ist natürlich geil. Na, also jetzt mal die Anführerkarte ein, ja. Alter Schwede, hab ich schwache Karten.
Ja, kann ich bereits aufgeben, ganz ehrlich, ich habe sowieso keine Chance. Mann, ey. Wenn die ganzen anderen Gewinn-Dinger zocken, nein, die müssen ich offscreen machen, weil ich zeige es nach New Game Plus sowieso. Nach dem gleichen Let's Play alle diese Gewinn-Parts nochmal zeigen, ist ja auch doof. Also sprich, zweimal zeigen. Nee, Leute, ich habe keine Chance. Mit dem Deck keine Chance. Mit einer Karte so, hallo? Alter, kommt natürlich mit dem Ume. Wobei, muss ich auch sagen, finde ich jetzt ein bisschen fies, weil du kannst diese Erweiterung Hearthstone bereits nach Weißgarten zocken. Da ist am Anfang, du hast ja gar keine so starken Karten. Nach den Verbrenneffekten und so weiter. Dann kommst du hier jetzt zum Turnier hin, ja geil, ja schön. Alter, zack, noch eine Heldenkarte, ist klar. Also da muss ich sagen, finde ich jetzt echt ein bisschen doof hier. Und das so irgendwie, ich meine, ja, ist das wirklich so? Wie soll es dann eine Chance haben? Du kannst bereits Weißgarten sagen, sind trotzdem so stark. Ja, hallo. Verloren, Hexer. Gib mir deinen Einsatz. Also alles. Also, vielleicht können wir uns einigen. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Her mit dem Geld. Was machen wir denn jetzt? Anderer Leute Geld verzocken ist einfach. Ich wollte gewinnen und dir das Geld geben. Im Grab kann ich's nicht brauchen. Aber du hast verloren, also zahl. Sowas? Er redet mit sich selbst. Der muss ja strunzblau sein. Eine Saufnase plündern wir nicht. Lass ihn die Eselsohren aufsetzen und gut. Moment mal. Der Typ braucht eine Lektion. Er soll die Ohren aufsetzen und uns 5% seiner Barschaft geben. Gehört? Einverstanden. Ihr bekommt 5% und ich trage die Kappe. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und Wladimir von Everec ist ein Ehrenmann. Hörst du? Er ist so voll, dass er sich für Wladimir von Everec hält. Der Gauner ist längst kalt. Genau. Mit diesen Ohren siehst du sehr interessant aus. Trinkt! Das ist schließlich eine Hochzeit. Trinken wir. Meine Zeit ist so kurz wie ihr, Freunde. Auf den Hexer und seine Angetraute. Hörst du, Shani? Meine Verlobte? Weißt du, was das heißt? Nein. Wir sollten uns wie Verlobte betragen. Und zwar? Ich mach dir den Hof, du ziehst dich und jeder weiß, wie es enden wird. Ah, was für eine Vorstellung. Möge der Spaß weitergehen. Das ist genau meine Musik. Tanzen wir. Meiner Erfahrung nach passen Hexer und Tanzen nicht zusammen. Heute passen sie zusammen, wie Braten und Schnaps. Tanzen wir die Scheune nieder. Genießen wir die gute Zeit. Und nun etwas Besonderes für unsere besonderen Gäste. Hexer Geralt und seine entzückende Partnerin Shani. Musikanten, spielt auf für das schöne Paar. Endlich geht's ans Tanzen. Komm, Shani, ich zeige dir jetzt meine romantische Ader. Du bist wirklich nicht übel.
Ja, ich muss zugeben, tanzen kann der gute Wladimir. Übrigens, das macht ja gerade der Gaunter Dim da. Naja, vielleicht ein bisschen sehr nahe, aber man hat es nur einen Vorgeschmack. Du bist ja eine Gasttänzerin, ich bin der König der Tänzer. Ja, Komplimente kommen immer gut. Mit einer Partnerin wie dir könnte sogar ein Stuhl tanzen. Wie bescheiden du bist. Ich tue mein Bestes, aber bei Bedarf kann ich einherschreiten wie ein Pfau. Welch eine Kombination. Die Frauen sind sicher verrückt danach. Nun, ohne prahlen zu wollen. Nur aus Neugier. Wie viele hattest du? Ziemlich viele. Und keine davon hässlich, darf ich hinzufügen. Nur Frauen mit echter Klasse. Wobei sich natürlich keine mit deinen Reizen messen konnte. Das Lied ist wohl vorbei. Weißt du, wie ein echter Tänzer seiner Partnerin dankt? Ich glaube nicht. Was machst du da? Hast du den Verstand verloren? Das habe ich. Meinen Verstand, mein Herz an dich. Damit eins klar ist. Du kannst sagen, was immer du willst. Aber deine Hände behältst du bei dir. Verstanden? Zürne mir nicht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich zürne dir nicht. Aber schnapp mich nicht einfach so. Ich habe lange gefastet, sozusagen. Aber gut, das nächste Mal frag mich. Shani, darf ich dich küssen? Du bist unverbesserlich. Kann ich kurz mit Geralt sprechen? Wozu? Dieser Schnarcher hat dir nichts Interessantes zu sagen. Bitte. Na schön. Siehst du, wie ich sie rumkriege? Versau es bloß nicht. Wie ist das, wenn der Geist dich übernimmt? Fühlst du was? Kannst du was tun? Ich kriege alles mit, aber ich kontrolliere nicht, was ich tue oder sage. Warum fragst du? Ich wüsste gerne, wie es ist, mit dir zu tanzen. Nur dir. Was ich täte gerne, was er gerade getan hat. Ich kann mich dir nicht aufdrängen. Das würde nichts. Ich tanze nicht gern. Ich denke, dieses Geheimnis erfahren wir in der nächsten Episode. Hier bei The Witcher 3 Hearts of Stone mit, ja, also muss schon sagen, die Erweiterung hat es in sich. Ich meine, das Mal, das sich richtig in ihn eingebrannt hat und die coolen Hasenohren sowieso. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.